Hey, hey, hey und willkommen im hohen Norden. Yep, in diesem Video erzählen wir euch 5 Gründe, wieso sich eine Reise in die Lofoten auch im Winter bei stürmischen Bedingungen mehr als lohnt. Viel Spaß! Riesige Fjord, ewiges Eis, unzählige Wasserfälle und eine wilde Tierwelt, wie sie heutzutage nur noch weit abseits von der Zivilisation gibt. Ja, der hohe Norden ist voller Naturwunder und Landschaften, wo man kaum glauben kann, dass sie wirklich so existieren. Einer der absolut spektakulärsten Flecken vom ganzen Norden liegt vor der Küste von Nordnorwegen. Die Insel und die Fjordwelt der Lofoten. Nicht umsonst befinden sich die Lofoten wahrscheinlich bei jedem Landschaftsfotograf ganz oben auf der Bucketlist. Wir können sie gut verstehen. Noch selten sind wir auf unseren Reisen durch so eine Landschaft gefahren, wo wir wirklich an jedem beliebigen Ort hätten aussteigen können, zum Fotografieren, Filmen oder Drohnen fliegen. Und im Winter, wenn die gut 80 Inseln von Schnee bedeckt sind, ist der Kontrast zwischen den weißen Gipfeln und dem tiefen blauen Meer gerade noch mal ein gutes Stück höher. Und sorgt so nicht nur für die schönsten Fotosujets, sondern auch dafür, dass wir uns die ganze Woche nicht satt sehen an dieser rauen und vielfach auch unberührten Küstenlandschaft. Klar ist also, die Lofoten gehören nicht zufällig zu den weltweit populärsten Reisezielen. Wer sich wegen dem aber Sorgen macht, dass man sich die schönen Aussichten hier mit zu vielen anderen austeilen muss, ist im Winter sicher genau zur richtigen Zeit da. Einerseits kommt man dank der gut instand gehaltenen Strassen auch im tiefen Winter überall gut hin. Andererseits hat man auch an den absoluten Hotspots nie Mühe, einen Parkplatz zu finden und ist oft sogar ganz allein. Auch wenn man sich ein Plätzchen zum Aufwärmen sucht, muss man sich eigentlich nie Sorgen machen. Zwar haben in der Wintersaison noch viele Restaurants zu, aber die paar Sachen, die gleich offen haben, teilt man sich dafür oft nur mit Einheimischen und vielleicht einer Handvoll anderen Touristen. Auch wenn man hier locker eine ganze Woche nur damit verbringen könnte, umeinander zu fahren und dabei die Aussicht zu geniessen, einer der Hauptgründe, wieso man unbedingt mal im Winter hier raufkommen, ist die grosse Anzahl an Aktivitäten, die man in dieser verschneiten Landschaft machen kann. Schneeschuhwandern, Husky-Schlitten fahren, Skitouren. Das Angebot ist riesig. Und neben den üblichen Verdächtigen gibt es ein paar Sachen, die man so wahrscheinlich nur hier oben machen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Seeadler-Safari? Oder einem Ausritt am Strand auf isländischen Ross. Der gleiche Ross, wo früher schon die Wikinger in Norwegen geritten sind. Die richtig harten Krieger finden hier oben sogar perfekte Bedingungen zum Surfen. Eines der grössten Abenteuer, die wir je erlebt haben, war aber definitiv das Kajaken im wunderschönen Fjord von Reini. Näher an der Natur hier oben geht fast nicht. Last but not least kann man hier oben am Polarkreis eines der grössten Naturwunder beobachten, das unser Planet zu bieten hat. Das Wunder der Nordlichter. Zu sehen gibt es die, wie der Name schon sagt, nur in diesen Breitengraden um den Nordpol herum. Und auch nur im arktischen Winter von September bis März. Also wenn das nicht schon Grund allein ist, um einmal im Leben da raufzukommen.
Ihr seht also, wer auf der Suche nach Abenteuer ist hier oben genau richtig. Nicht umsonst werden die Lofoten auch als Disneyland für Outdoor-Enthusiasten bezeichnet. Aber nicht nur Outdoor-Sportler und Landschaftsfotografen kommen hier auf ihre Kosten. Es ist auch etwas für Geniesser und Leute, die zum Beispiel gerne käfeln. Gerade weil die Norweger hier im Winter natürlich auch viel Zeit drinnen verbringen, sind die Innenräume sehr, sehr gemütlich eingerichtet. Gerade bei den verschiedenen Cafés hier ist wirklich eins herziger als das andere. Ihr habt es gerne gemütlich? Kommt mal hier rauf, kehrt ein und esst eine Waffel oder einen warmen Zimtschnee. Dann wisst ihr, von was wir reden. Unterkunftstechnisch gehört die Woche in den Lofoten sowieso mit zum Besten, was wir bis jetzt erleben durften. Übernachtet haben wir nämlich ausnahmslos in diesen wunderschönen roten Fischerhütchen, die so bekannt sind für die Küste von Norwegen. Die Rorbür, wie sie auf Norwegisch heissen, sind nicht nur unglaublich exklusiv gelegen, direkt am Meer, sondern auch richtig heimelig eingerichtet. Ich meine, was gibt es Heimeligeres, als sich neben drinnen aufzuwärmen, mit Blick aufs Fjord, währenddem das draussen ein Schneesturm geht? Okay, vielleicht denkt ihr jetzt, das Thema Wetter haben wir bis jetzt sehr elegant umschifft. Das ist ja alles schön und gut, aber hallo, ich habe doch keine Lust, zu meinem Norden raufzureisen, wo das Wetter so unberechenbar sein kann. Und ja, wir müssen zugeben, wir haben wettertechnisch nicht gerade die beste Woche verwünscht. Und glaubt uns, auch wir haben nicht gerne kalt. Und auch wenn ich die Meli jetzt nicht unbedingt als klassisches Gefrierli bezeichnen würde, sie ist definitiv kein Mensch, der zu lange im Wind stellen darf. Trotzdem, wer sich darauf einlässt, dass im Norden das Wetter sehr intensiv sein kann, der macht dank dem Wetter vielleicht auch die gleich intensive Erfahrung wie wir bei unseren Reisen im Norden. Die Tatsache ist nämlich, dass das Wetter für uns hier oben ganz eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, unseren Alltag und vielleicht auch gewisse Sorgen aus der Schweiz oder der weiten Welt auszublenden. Wer war schon mal in der Badeferien und hat auf dem Liegestuhl Mühe damit abzuschalten und wirklich Ferien zu machen? Das ist etwas, was einem bei einer Reise da rauf definitiv nicht passieren kann. Wer hier hinkommt und aus dem Flug steigt, ist auf einen Schlag voll da. So, das wären 5 Gründe gewesen, wieso dass uns die Reise hier in Hoch in Norden auch im Winter mega gefallen hat. Wir packen alle Links zu unserer Reise und zu sonstigen Reisen bei Kontiki und in die Beschreibung. Da könnt ihr doch mal vorbeischauen, euch inspirieren lassen. Und wer weiss, vielleicht geht es ja für euch auch schon gleich hier rauf in den hohen Norden. Falls ja, wünschen wir euch jetzt schon ganz viel Spass. Wird sicher ein unvergessliches Erlebnis. Und ja, dann würde man sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, habt euch Sorge. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.